Also ich engagiere mich für das Plattdeutsche Theater, weil das mein Lebenstraum war. Meine Oma war ganz viele Jahre, ich schätze mal 50 Jahre, Soufflöse in Tosted bei der Tösters Beeldeel. Und als wir nach einigen Jahren wieder hierher gezogen sind, hat sie gesagt, du musst zu den Steenbekern gehen. Und das habe ich gemacht. Und ich wollte schon immer Theater spielen und Plattdeutsch kenne ich von früher, von meiner Oma, vom Hören. Ich habe es nie gesprochen, aber ich konnte immer alles verstehen. So, und dann habe ich über das Theater das Sprechen gelernt. Ich finde das Plattdeutsche Theater total wichtig, weil diese Sprache gefördert werden muss, weil die bleiben muss, weil viele junge Leute jetzt auch bei uns ranwachsen in die plattdeutsche Sprache und dadurch durchs Theaterspielen das spielerisch lernen. Ich bin bei den Steenbekern seit 2010, denn in dem Jahr haben wir hier in Buchholz gebaut und sind hergezogen. Und ich bin seit 7 Jahren erste Vorsitzende der Steenbeker. Und ich finde diesen Verein einfach wunderbar, weil wir eine Kinderbühne haben mit ganz vielen engagierten Kindern und ganz viele Erwachsene, die Ur-Steenbeker, die alle Plattdeutsch spielen und viele aus der Kinderbühne, die jetzt schon in die Erwachsenenbühne reingewachsen sind und jetzt auch Plattdeutsch mit uns spielen. Also wir haben einige, die das schon von Geburt an gelernt haben, das Plattdeutsche, die damit aufgewachsen sind, aber es sind aber ganz viele, die es jetzt mittlerweile bei uns gelernt haben. Also ich denke, das Plattdeutsche Theater spielt eine große Rolle für die Pflege der Sprache, denn durch das Theaterspielen kommt man spielerisch daran. Und auch für die Älteren der Bevölkerung, die sehr, sehr gerne ins Theater gehen und sich sehr freuen, wenn es plattdeutsches Theater gibt. Ich kam damals eben von der Kinderbühne und habe dann eben was Erwachsenes, also für Erwachsene, das Plattdeutsch dann eben aufgeführt. Für mich ist es halt besonders witzig, weil ich eigentlich gar nicht von hier komme, sondern aus dem Rheinland und ja, ich musste mir das halt erstmal total aneignen. Ich habe total viel verpatzt und letztlich ist es nicht das, worauf es ankommt, sondern dass du halt die Sprache irgendwie verinnerlichst und ich finde, das ist total spannend, sowas zu lernen und mich hat das extrem bereichert. Die Sprache muss einfach dadurch gefördert werden. Es ist viel einfacher, das zu erlernen, wenn man es im Dialog macht, wie bei dem Theaterspielen, als wenn man irgendwo im Kurs ist. Plattdeutsch ist Kultur.